Onze Geschicht wordt vertaald van George Rampel, Winkler, Manitoba. Im vandaagse Programm redt hij mij van wat op de oude kolonie in 1843 passiert, als ihre Lehrerschule noch nur ein Jahr existiert hat. An die Geschicht Nummer 3. Guten Abend. Wir sehen uns letztes Mal, dass wir uns diesmal noch mehr von unseren Vätern ihre Erfahrungen in Russland vertalen wollen und dass wir damit anfangen wollen, was auf die oude Kolonie in 1843 passiert, als ihre Lehrerschule noch mal ein Jahr existiert hat. Und dort wird das. Johann Cornis, die Eberschuld von der Molotscher Kolonie, krieg den Auftrag und die Vollmacht von der russischen Regierung, die Schulen auf der oude Kolonie in seine schwere Hand zu nehmen und Schulreform durchzuführen. Und Cornis nahm die Oms auf der oude Kolonie ihr Schulwesen sozusagen ganz aus ihrer Hand und verbessert ihre Schulen auf seinem Weg. Die Oms und viele Familienvaters können sich sehr schwer dort schicken, aber da wir nicht, was sie damit tun können, wenn Cornis, dem die russische Regierung die Vollmacht dort gibt, erst einmal so eine Entscheidung gemerkt hat. Das wird der Anfang von großem Regierungseinfluss in unsere Väter ihre Schulen oder in unsere Väter ihrem Schulwesen auf der oude Kolonie in Russland. Cornis seine Schulreform oder Cornis sein Schulreformplan wir an und für sich zum größten Teil nicht schlecht. In der Oldkolonisten ihr Schulwesen fehlt sehr neidig zu verbessern. Aber weil Cornis seinen Plan ganz ohne die Oms am Rot zu nehmen, ab seinem strengen Ort und Wies durchführt, kann sich die Oldkolonie ihre Schulverbesserung nicht auf einen gesunden Weg entwickeln. Die Oldkolonisten mussten sich von dort an gedwungenerweise entweder auf Cornis seine Seite stellen oder auf die Oms ihre Seite. Und viele Kolonisten, besonders viele von ihren Oms, haben Cornis von dort an nicht mehr gerechnet. Auf die Oldkolonie ihre erste Tochterkolonie, die Beichtholkolonie, die nach vor Cornis seine Schulreform in 1836 gegründet worden war, da wir Cornis seine Schulreform bis 1870 noch nicht durchgeführt worden. Er starker Ältester Gerhard Wieb hat dort bis da noch verbiegen, dass er Schulwesen nicht ab musste und ja Cornis seine Schulreform kommen. Aber der Regierungseinfluss wird an den Mennoniten ihre Schulen immer noch stärker. Und 1870 plante die russische Regierung, alle Schulen im Land ganz und gar unter ihre Kontrolle zu bringen. Und auch alle junge Männer im Land militärpflichtig zu machen. Als unsere Väter das erfuhren auf der oude Kolonie, auf der Beichtholkolonie, auf der Fürstenlandkolonie und auf viele andere Kolonien, dann fühlten sie alle von ihrer Regierung sehr bedroht. In der Beichtholer, ihr ältester Gerhard Wieb, wusste nu ganz sicher, dass sie ihr eigenes oude Schulwesen nu auch nicht mehr würden holen können. Unsere Väter schickten eine Delegation nach Moskau, um mit der Regierung darüber zu reden und darum zu beten, dass sie ihr Versprechen doch holen sollen und auch noch wieder sollen die Religionsfreiheit, Schulfreiheit und Militärfreiheit holen lassen. Aber als dort klar wird, dass die Regierung dort nicht willig wird zu tun, dann werden die Beichtholer sich einig, dass sie nur ein anderes Land sehen wollen, wo man an noch weiter wird Siedlungsland, Schulfreiheit und Militärfreiheit geben und dann als ganze Kolonie dahin auszuwandern. Die Fürstenlandkolonie wird nur dem Anfang von Schulreform von der oude Kolonie aus angesiedelt worden und da wurden die Schulen korrekt so gerannt als auf der oude Kolonie. Dort für Plautdietsch der Alphabet wird nicht mehr gebraucht. Ihre Schullehrer mussten so sein, die an der oude Kolonie ihre Lehrerschule als Lehrer vorbereitet worden wären. Und die französischen Solenwiesen wurden da auch gebraucht.
zum Singen lehren. Heinrich Franz, einer von der Oldkolonie ihrer Lehrers an ihrer Lehrerschule, hat ein feierständiges Zolenwiesenbuch mit einer Wies für jeder Leid am Olden Gesangbuch gemerkt. Und diese Wiesen wurden an der Lehrerschule gebracht und auch an der Dorfschule. Von diesem Zolenwiesenbuch vertelt wie Lothar nochmal mehr. Der Fürstenländer, ihr ältester Johann Wieb, der Vater war und ältesten Gerhard Wieb auf der Beichtoler ihrer Kolonie, der feil so, als wenn ihre Kolonie, die noch nicht einmal 10 Jahre alt war, noch zu arm wird zum Uitwandern kennen. So vertelt ältester Isaac Dick mir dort mal, persönlich. Aber dann, sieht ältester Dick, passiert wird auf der Fürstenlandkolonie, dort mir ältester Johann Wieb seine Meinung ändern, über dem noch zu arm sein zum Uitwandern. Und was das wir, dort auf der Fürstenlandkolonie passiert wir, vertelt Isaac Dick mir mal umständlich ungefähr so als das. Er sieht, ob die junge Tochterkolonie, die von der alten Kolonie ausgegründet und angesiedelt worden wäre, in Fürstenlandkolonie genannt wird, da saß auch mein Vater auf den Schulbänken, wo die verbotene Frucht, die Karte Wiesen und die höhere Aussprache an einem Ast war. Und dort, sieht Isaac, betrieb mich noch einmal, dass mein Vater da diese verbotene Frucht lehren musste. Und dann vertelt er mir wieder so. Er sieht, ob die Fürstenlandkolonie wäre dort natürlich auch weiter so, als dort ob Tochterkolonie in MRS. Da wohnten sehr wenig alte Lied. Das wären meist alles junge Lied, die auf der Mutterkolonie, der alte Kolonie, nur die Schule gewohnt wären, wo sie auch all immer bloß die Karte Wiesen gesungen haben. Und selbstverständlich wären auch die Kirchensänger an die 2 Fürstenlandkirchen meist alles junge Männer. Und diese junge Kirchensänger versuchten ihren Ältesten, Johann Wieb, all immer weiter zu bereden, dass er an freigeben soll, die Karte Wiesen auch an ihre Kirchen zu singen. Aber der Älteste lässt sich da gar nicht zu bereden. Und dann sieht ältester Dick, mit einmal wären diese junge Sänger sich einig geworden, sie würden die Karte Wiesen anführen ohne die Freiheit von ihrem Ältesten. Das zu tun, hatten sie sich durch Weg viele junge Eltern bereit, dass sie an von den Kirchenbänken aus stark mithelfen würden, wenn sie Sonntag alle 3 Lieder auf der Karte Wies singen würden. Und er sieht, willst du mal wenig alte Lied wären, hatten die junge Lied mit ihrem starken Singen leicht gewonnen. Aber die paar alte Sänger, und die waren die alte Männer in der Kirche, hatten dann ihre Metzen genommen, wären aus der Kirche rausgegangen und wären von dem nächsten Sonntag an nur die andere Kirche auf der Fürstenlandkolonie gefahren. Aber nur wenige Wochen hatten die junge Kirchensänger dort durch so getan. Und dann wie ältester Johann Wieb, er war ganz und 2 in Rotlos gewesen. Er hat sich den Ältesten von der alten Kolonie lassen ankommen, ihm zu helfen und dort versuchen, träg zu arbeiten, dass sie an ihre Kirchen doch noch weiter können die lange Wiesen singen. Der Älteste von der alten Kolonie war auch angekommen, hat viele junge Eltern auf der Fürstenlandkolonie besucht und mit ihnen über diese Sache geredet. Aber dann wird der Altkolonie Älteste zu den Fürstenländer ihren Donnerstagssitz gekommen und hat ihnen da gesagt, die jungen Eltern haben selbst in der Schule all immer bloß die Kartewiesen gesungen. Und nun singen ihre Kinder auch bloß die Kartewiesen in der Schule. Diese junge Familien wollen die lange Wiesen nicht mehr singen. Die haben ihre Meinung darüber abgemerkt, dass sie die Kartewiesen auch in der Kirche singen wollen. Und dann, sieht Isaac, hat der Älteste von der alten Kolonie gesagt, wenn ihr das noch versuchen wollen, träg zu arbeiten, dann wird das Wort sehr großes aufgeben. So großes, dass es dort nicht wert sein wird. Als der altkolonische Älteste das gesagt hat, sieht Isaac, dann wie ältester Wieb sehr in 2 gewesen. Dann hat er gesagt, wenn das nu wirklich all so weit ist, dass wir die Kontrolle auch an unsere Kirchen noch verlieren und die Kartewiesen singen müssen,
dann müssen wir auch uitwandern. Von dort an versuchten auch ungefähr de Hälfte von den festen Länderfamilies en de meeste von ihre Ooms oder Predjers reit te worden zum uitwandern. Dat heet, wanneer de Beichtholer ihre geschickte Delegation in Amerika wordt Siedlungsland en de gewünschte Religionsfreiheiten finden. Op de oude Kolonie hat sich die Lehrerschule über die Jahre al zu einer Fortbildungsschule entwickelt, wo noch immer junge Männer als Schullehrer vorbereitet werden, wo aber auch anders junge Menschen höhere Bildung kriegen, die nicht Schullehrer werden wollen. Viele Eltern wären voll und ganz dafür, dass all ihre Kinder gute Schulbildung haben sollen. Viele von diesen Eltern und ihre Ooms sagen scheinbar keine Gefahr daran, wenn die Regierung ihre Schulen ganz unter ihre Kontrolle bringen will. Und dabei wollen die Ooms von der oude Kolonie nicht uitwandern. Aber viele von unseren Eltern auf der oude Kolonie sagen die Gefahr von immer noch größerem Regierungseinfluss in ihrem ganzen Schulwesen, wenn sie auch ganz für gute Schulbildung für ihre Kinder einstunden. So eine Eltern planen auch an Uitwandern. Aber diese wollen, wenn dort in Kanada wirklich gewünschte Freiheiten geben wird, dahin uitwandern, um dort mit Schulverbesserung wieder zu arbeiten, aber ohne die Regierung ihren weltlichen Einfluss. Aber auf der oude Kolonie wären auch noch immer viel so eine Eltern, die da viel lieber noch immer wollen zurückgehen nach ihrem alten Schulwesen, die noch durch nicht höhere Bildung für ihre Kinder haben wollen. Und so eine Familien mögen sich auch bereit uitzuwandern und versprechen sich, unter die festen Länder ihren Ältesten Johann Wied seine Leitung noch weiter ihr altes Schulwesen zurückzukriegen. Wir können uns noch viel mehr vertellen von unseren Eltern, ihre Geschichten und Erfahrungen auf der oude Kolonie, der Beichtholkolonie und auf der Festlandkolonie in Russland. Aber wir wollen mit unseren Geschichten so bosig als möglich bei Kanada kommen. Und vielleicht haben wir auch vorerst genug verteilt von unseren Eltern ihre Lehre in Russland, zum Lothar besser verstehen, was an Mennoniten dreif und wo sich ihre Geschichte in Kanada entwickelt. Die Oldkolonie ihr Ost- am Mennoniten-Geschichtbaum spult nu in zwei Hälften, als unsere Eltern ihre Hälfte in den 1870er Jahren Russland verlassen und Manitoba trug, und die andere Hälfte von diesem Ost in Russland wohnen bleibt. Also vertellen wir uns von hier an Geschichten von unserer Hälfte vom oldkolonischen Ost am großen mennonitischen Geschichtsbaum. Unsere Zeit ist weiter aufgerannt. Wir müssen hier von der weiter aufbrechen. Nächstes Mal fangen wir an zu vertellen von was unsere Eltern nach Manitoba bracht und wo sich ihre Geschichte hier entwickelt. Nachdem wir noch weiter ein bisschen über unsere Eltern ihre Geschichte neu gedacht haben, wünsche ich euch alle eine gute Nacht. Exi George Rempel.